Willkommen zurück hier zu The Witcher 3 Wild Hunt. Nach langer Zeit wieder mal aus dem Hauptscreen. Und zwar, ja, aus gutem Grund. Es ist zwar immer noch Version 1.08, aber wir sind langsam aber sicher auf der Endphase, zumindest was die Hauptstory betrifft. Und da hatten wir mal wieder mal den epischen Geralt, wenn er meditieren ist, plus die epische Musik im Hintergrund und natürlich auch eine neue, neue Begrüßungsscreen. Auf Geheiß von Gels machte der Hexer sich auf die Suche nach dem Sonnenstein, einem Artefakt, mit dem Eredin in eine Falle gelockt werden sollte. Oh mein Gott, ey, wie er einfach nur aussieht. Eredin, der König der Elfen und zumindest der, also, ja, in Einseide, oder wie heißt die Welt schon wieder, genau. Plus König der wilden Jagd und auch noch eigentlich der Anführer der Roten Reiter, obwohl die Roten Reiter haben wir jetzt in diesem Spiel gar nicht erlebt. Ich überlege gerade, was im letzten Hessener, sprich im ersten Part, nee, dort auch nicht. Hä? Geralt? Das ist gerade irgendwie. Sind die Haare noch viel viel weißer als sonst. Gelber sage ich schon, viel weißer als sonst. Aber egal, Jen. Geralt? Das ist noch okay. Danke, Jen. Bis dann. Jo. Triss. Das ist langweilig. Nun? Auch nichts, wa? Ich dachte eigentlich. Ja. Nee, bin ein bisschen überrascht, weil, wo es dann darum ging, wo ich noch nachgeguckt habe, wegen dem. Ja, wegen dem Ende halt für Triss und Geralt, oder? Aber ja mal gesagt, ja, wir haben soweit alles richtig gemacht und so weiter, das funktioniert alles. Deswegen haben wir auch das, wo es ja um Philipp Einhalten so ging, die Suche nach hier. Aber dort bei der Quest haben wir mit Triss auch das Haus gesehen und so. Und mit Jen haben wir da, sag ich mal, die Dreierbeziehung zwischen Triss und Jen haben wir auch nicht gesehen. Also soweit funktioniert das alles. Aber jetzt müsste eigentlich hier auf dem Schiff noch etwas passieren mit Triss. Nun? Dachte zumindest, vielleicht kommt es noch, der hat was verpasst, naja. Oh, danke schön. Ciri. Hast du kurz Zeit? Natürlich. Nee, das haben wir auch schon geguckt. Ich sollte gehen. Gut, wir reden später. Geschaut und gehört. Dann vielleicht mal noch nach Philippa und Margarita gucken. Mit Ausnahme von uns beiden und Ciri hat Geralt mit jeder Frau auf diesem Schiff geschlafen. Keine Bange, in deinem Fall ist es nur eine Frage der Zeit. Bitte was? Hey, ich bin festen Händen für Triss. Habe ich gestört? Nun, was gibt es? Dank mir nicht, Philippa. Ich rette dir gerne den Hintern. Jederzeit willkommen. Du hattest was davon. Darum hast du mich gerettet. Leb wohl. Ja, kennen wir auch schon. Also kein bisschen verändert, die Gute. Aber kein Stück. So, wo ist jetzt Margarita hin? Du kommst mir bekannt vor. Habe ich dich schon mal verkloppt? Du mich. Haha, was für ein netter Scherz. Ach, wie fühlst du dich? Besser, danke. Wenn du nicht rechtzeitig gekommen wärst, hätte alles viel schlimmer ausgehen können. Ich schulde dir was. Bedank dich bei Jennifer. Es war ihre Idee. Hatten wir auch schon. Leb wohl, Rita. Gut, hier gibt es also nichts Neues. Wundert mich zwar ein bisschen, aber okay. Mit Ablach haben wir gesprochen. Jo, wenn man sagen, irgendwo los war. Und Frank, frag mal, wo Moisak ist. Ist das Ceres? Nee, das ist... Rumtreiber, ich hab zu tun. Okay. Und Krach natürlich wie immer dort oben. Hey, altes Haus! Du hast keinen Respekt vor unseren... Wolf, hast du gesehen? Die schwarzen Hunde in ihren mickrigen Schüsseln. Sie kläffen und hoffen, dass wir uns fürchten. Ich habe sie gesehen. Wo ist Moisak? Bei Lugus. Dem ist ein Ankret auf dem Thron ein Stachel im Arsch. Erst recht jetzt, wo er die Schwarzen gesehen hat. Der Druide redet ein Wörtchen mit diesem zurückgebliebenen Tropf. Ich werde Moisak aufsuchen. Muss mit ihm reden. Geh. Und wenn du diesen Sausack Lugos siehst, dann sag ihm... Ah, besser nicht. Der Druide macht das schon. Leb wohl. Alles klar, bis dahin. Ja, drüben sind die Schiffe.
Naja. Moissag, ja, sprich mit ihm. Alter, wir sind lang unterwegs. Haben wir gerade irgendwo hier noch einen Schnellreise-Pointer? Wäre gar nicht mal so abgeneigt. Ja, rumtreibt er mich auch. Wieder. Nö, sorry. Ja, du mich auch. Mein Onkel sagte... Da hätten wir noch eine Quest. Nö, sorry. Ich suche keine Arbeit. Moissag, wo bist du? Da hinten ist er. Was macht der hier oben? Ist das der Ort, wo ich denke, wo es ist? Ich überlege gerade, ob es die Hütte ist, wo wir damals noch das... Naja, du mich auch. Wo wir damals diesen Himmels vertrieben haben. Der da im Sinne von, ja, die Stimme der Götter und so weiter. Nö, ist ein bisschen was anderes. Mama, was kochst du da? Vagabund. Eigentlich wollte ich dich überraschen, aber wenn du schon fragst... Ist ein Anschlagebrett, gibt es doch ja eigentlich auch Teleporter geben? Nö. Faszinierend. So, komm, Geralt, noch ein kleines Stückchen nach oben, wir haben es bald geschafft. Hui, Geralt, will es verarschen, so jetzt aber. Bevor ich es vergesse, ne, Punkt aber sonst keine mehr, okay. Wer weiß, wer finden wir hier oben noch ein paar Orte der Macht auf dem Weg hierher. Cool wäre es zumindest, okay. So, jetzt haben wir eine neue Markierung. Doch nicht. Doch jetzt. Ja, war das alles aber egal. Ja, du, ich kenn's auch letzte Nacht, die war echt geil, ey. Hast du ihm den Kopf abgeschlagen? Einen Riesenkopf. Dem Riesen? Nö, glaub nicht, wa? Haben wir damals einen Eisriesen Kopf abgeschlagen? Nee. Durchbohrt habe ich ihn. Beziehungsweise die Schulter. Es ist ihm nicht, die mächtigste Flotte zu haben, mein... Ich knie nicht vor einem Ankret nieder, niemals. Ist das klar? Du hilfst lieber den Schwarzen? Pfah, eher würde ich den verdammten Erscheinungen von Murhok helfen, als Krach die Skellige regieren zu lassen. Und deine Männer, was sagen die? Folgen sie dir, wenn die Jarls dich einen Verräter nennen? Das hier ist mein Land, Druide. Hüte deine Zunge. Wie nennst du es denn, wenn nicht Verrat? Ist das dein Gebell, bevor du beißt? Sollt ihr Krach meinen Kopf bringen? Nur zu, versucht doch ihn zu kriegen. Auf sie! Das wollte jetzt eigentlich nicht. Habe die falsche Wahl getroffen? Hä? Hat er geblockt? Was zum... Immer noch? Was war das, ey? Irgendwie läuft die Quest nicht so, wie es geplant hatte. Nee, das lief nicht so, wie ich es geplant hatte. Elfenstahlschwert, okay. Nö.
Tja. Moisak? Was Menke war das? Das ist nicht dein Tag. Angriff! Ja, in diesem Sinne, Moisak, was war das? Komm. Magie! Vorwärts! Komm schon, komm näher. Ja, komm nur. Vorbei! Skellige! Scheiße. Blockt echt noch gut, der Kleine. Wie schön das wird, dich sterben zu sehen. Oh Mann, die gehen mir auf den Sack. Zurück! Ich töte ihn! Burn! Hä, wieso klappt das nicht? Eigentlich müsste der Schild ja auch brennen, aber gut, lassen wir das. Und bevor wir es vergessen, haben wir kurz den Trank wechseln, weil Katz braucht man sich unbedingt noch. Sprich, außerhalb des Territoriums. Ja, versuche gerade, aber Moisak bleibt nicht stehen. Alter! Komm. Komm, wir sollten hier nicht bleiben. Ja, das sehe ich auch. Du. Oh Mann, ey, was haben wir bloß getan? Aber echte. Moment, hier war das. Legendären Sonnenstein, besiege Lugos Männer. Ja, muss wohl irgendwie so sein, wa? Dabei hat doch echt nicht irgendwie etwas total Falsches gesagt, so etwas da Aggressives, von wegen, ja, entweder tot oder beitreten, in diesem Sinne, beziehungsweise tot oder ergeben. Das reicht. Warte, der hier ist echt witzig. Was ist der Unterschied zwischen einem... Alter, wie lange dauert das eigentlich, bis wir mal wieder quatschen können? Nun, Geralt, ich sehe, dass kein Streit in Skellige ohne dich auskommt. Gemein und unwahr, Moisak. Mir scheint, ich habe sogar einige verpasst. Krachs Abkömmling sitzt auf dem Thron. Und das ist dein Werk. Ich fürchte, du hast einen kleinen Bürgerkrieg losgetreten. Seit Ewigkeiten hatten die Skelliger im Kampf um die Krone ihr Blut vergossen. Das war dort so üblich und nur eine Frage des Ausmaßes. Doch das blutige Bankett auf Kertrolde war anders. Es war unehrenhaft und verräterisch und musste aufgeklärt werden. Einmal mehr Hexerarbeit. Arbeit, die in der Krönung der neuen Königin von Skellige gipfelte. Der Clan Drummond wird wohl früher angreifen als erwartet. Hat Krach dich nicht geschickt, um eine Einigung mit Lugos zu erzielen? Einigung. Nur Krach hat geglaubt, dass die jetzt noch möglich wäre. Dann habe ich dir die Tour nicht vermasselt? Diesmal nicht. Lugos Tod wird einiges ändern. Sein Vetter, der jetzt Jarl wird, ist ein schwacher Anführer und dumm dazu. Dieser Krieg beginnt bald. Und noch schneller wird er vorbei sein. Aber warum bist du nach Skellige zurückgekehrt? Vielleicht, weil wir Freunde sind?
Ich meine, Geralt und Moissac, die kennen sich echt schon sehr lange, sogar noch vor Ciri's Geburt. Kommt Cerys einigermaßen zurecht? Die hätte das Zeug zu einer exzellenten Königin, wenn sie nur aus dem Schatten ihres Vaters treten würde. Jeder außer Lugos hat ihr Unterstützung zugesagt. Aber sobald die kaiserliche Flotte am Horizont erschien, hat der Jarl die Dinge selbst in die Hand genommen. Und Hjalmar? Der Knabe hat 3-mal die kaiserliche Flotte überfallen. 3-mal gegen Krachs Willen, 3-mal ging's schief. Und er findet trotzdem Freiwillige für das nächste Mal. Ja, das ist Hjalmar. Ja, dann müsste Ceres aber langsam mal durchgreifen. Hör zu, Moissac. Weißt du etwas über den Sonnenstein? Der Legende nach ist er irgendwo auf Skellige. Erst die Maske von Ouroboros, jetzt der Sonnenstein. Die Monster können aufatmen, da du Schatzsucher geworden bist. Die Enseide-Elfen haben mich noch nie interessiert. Aber dieser Skalder Eyvind, der könnte dir helfen. Hat mir mal was von unzugänglichen Höhlen oder Ruinen oder so erzählt. Wo finde ich ihn? Heute? Zweifellos in Arimion. Du könntest auch die Perlentaucher Erling und Matthias Fischlung fragen. Die jagen derzeit am Ostende der Bucht. Fischlung? Interessant. So nennt man ihn. Kann stundenlang am Stück tauchen. Niemand weiß, wie er das macht. Aber ich habe einen Verdacht. Du magst ihn nicht besonders? Nichts Persönliches. Ich konnte schon seinen Vater und seinen Großvater nicht leiden. Verstehe. Danke für deine Hilfe. Eins noch, Geralt. Die Vorfahren von Matthias und Erling hätten diese Ruinen schon vor Zeiten geplündert, wenn sie nicht durch irgendeine magische Barriere geschützt wären. Nimm eine Zauberin mit. Zweifellos hast du mindestens eine dabei. Sogar eine ganze Sammlung. Ja, mögen die Götter sich unser erbarmen. Na, also so schlimm ist es aber nicht. Sprich mit dem Baden Erwirt, sprich mit den anderen. Okidoki. Wie lange eigentlich noch bis Sonnenuntergang? Oh, ein bisschen was dauert es noch, wa? Der Wind heult. Du, ja, weißer Wolf. Komm näher, Fremder. Nee, ich gehe schon wieder, dauert zu lange, komm schon. Na, Plötze, na, ja, braver Plötze, hier hast ein Stück Zucker und jetzt aber los. Du, überall heulen die Wölfe, denn sie erkennen uns, ihren weißen Bruder. So, die Ausdauer ist bald am Arsch. Und wir haben noch einen langen Weg vor uns. Naja, so lange wieder nicht. Alter, was ist denn da los? Noch mehr Wölfe. Wo ist meine Kabine jetzt? Los! Ja, da steht er ja, der Barde. Jetzt nicht. Suchst du nach Nilfgaards Flotte? Flotte? Ach ja, da war was. Nein, ich habe Wichtigeres zu tun. Nach meinen Berechnungen ist es heute soweit. Gevorg, der legendäre weiße Wal, durchzieht die Gewässer der Skellige. Darauf warte ich schon mein ganzes Leben. Ja, faszinierend. Was ist denn das für ein Wal? Er soll erscheinen, wenn Geister aus dem Himmel in die Wellen fahren, wenn die Schlange den Zorn des Ozeans weckt und ein Eismonster eine Insel verschlingt.
Ich werde der erste Barde sein, der eine Ballade über ihn komponiert. Die Legenden erwähnen aber keinen Fluch der schwarzen Sonne, oder? Schwarze Sonne? Was meinst du denn damit? Schon gut. Schwarze Sonne. Ja, das ist eine Anspielung auf, also wenn ich es noch richtig im Kopf habe, wegen, ach, wie hieß das Mädchen wieder? Renfri, glaube ich, war. Doch, Renfri? Ne, Renfri müsste es gewesen sein. Eine Anspielung auf das Buch, also die Kurzgeschichten, überleg gerade. Statt der Vorsehung, nee, das war es nicht. Verdammt, ich habe gerade den Titel des ersten Romans ich meine, dem der Kurzgeschichten. Auf jeden Fall ging es darum, weil Geralt und so wurde damals der Städter von Blaviken genannt. Ein Titel, den er nicht gerne trägt, aber musste damals das kleinere Übel wählen und so weiter. Deswegen hat er gerade wegen der schwarzen Sonne und so erwähnt. Naja. Halten wir gemeinsam nach Gevorg Ausschau. Und du erzählst mir, was du über Elfenruinen auf Skellige weißt. Ich habe mal von einer Höhle gehört, die niemand betreten kann. Das ist doch gut so. Sonst wäre sie längst geplündert, wie all die anderen. Eivin. Was? Ich wollte dir versichern, dass ich mich in der Höhle nur umsehen will. Recherche. Nachforschungen? Ich schreibe eine geschichtliche Abhandlung über die Enseide. Unter Anleitung von Moisak. Moisak? Der hat sich noch nie um die Bergelfen geschert. Du bist durchschaut, Verschwörer. Und wenn du mich in Stücke reißt, von mir erfährst du nichts über die Höhle. Was denn sonst sagen sollen? Der könnte es sein, wa? Der König der wilden Jagd reiste mit einem riesigen Langschiff namens Nagelfar zwischen... Übrigens, genau, jetzt fällt es mir wieder ein. Der letzte Wunsch, das war der Titel des Romans, also besteht ja aus mehreren Kurzgeschichten. Toll, wenn du da hier. Wenn wir irgendwo hier in der Nähe noch einen Schnellreisepoint. Muss eh da hoch war, gehen wir schnell hier runter. Ja genau, der letzte Wunsch, da geht es vor allem wie gesagt zum einen darum, weshalb Geralt den Titel Schwerter von Blaviken trägt. Also das mit der schwarzen Sonne, die Anspielung darauf. Und das andere ist noch, wie er und Yennefer sie überhaupt kennengelernt haben. Habe ich auch schon mal erwähnt, das ist auch noch eine interessante Geschichte. Wow. Komm hier alle runter. Ja, nur auf genug B drücken. Dann klappt das schon. Hui! Ja. Was in Krachsburg passiert ist, sie waschen. So. Sparen wir ja ganz kurz. Damit ich nicht wieder irgendwie so einen Quatsch mache. Wie, du kannst das Spiel nicht sparen, weil es mir verarschen jetzt? Gesundheit. Also ich wollte den Wal noch erwähnen, aber irgendwie ging das gar nicht mehr. Wir schauen nochmal, wa? Jetzt nicht. Suchst du nach... Flotte? Nach meinen... Ja, okay. Ich hab mal... Das ist doch gut. Eyvind. Was? Ich wollte dir versichern, dass ich mich in der Höhle nur umsehen will. Recherche. Nachforschung? Ich schreibe einen Abenteuerroman und sammle Material dafür. Du willst also die Ankunft der Weißen Flotte aufschreiben? Famose Idee. Wenn du vielleicht meine Übersetzung des Liedes von Gealpan und Dilian verwenden könntest. Gerne, gerne. Also, wo ist diese Höhle? Du musst von Keertrolde nach Osten segeln. Die Höhle ist in einer Bucht. Man kommt nur vom Meer aus ran.
Bis dann und viel Glück mit dem weißen Wal. Der zeigt sich heute. Ich weiß es. Jo, wir wissen es auch. Sprich mit Jennifer. Gut, hätten wir das. Was hatten wir noch drin? Jägerhandschuhe. Vorher gar nicht gesehen. Jetzt haben wir es bald aber schon Abend. Ist zwar eine leichte Rüstung. Mal gucken, was wir sonst noch so drauf. Plus 5 Axi, war. Naja, ist auch leicht, wenn wir gerade mal dabei sind. Ilfenstahlschwerten. Ne, können wir kaufen. Gut, hätten wir das auch. Sprich mit Jennifer. Ja, das machen wir nachher gerne vorher. Wenig wie die Vigo machen, bevor wir das machen. Beziehungsweise vorher abschließen. Ich sage mit Jenny können es auch mit Triss machen, oder? Alter Schwede. Boah, mein Herz. Das war jetzt vielleicht für euch nicht ganz so laut wie für mich, aber ich dachte gerade, ich würde einen Schreck kriegen. Ein mega Giga-Schreck. Okay, dorthin. Ja, toll, das ist der Händler, aber... Also eigentlich nicht. Komm näher, Fremder. Jo, bin schon da. Hey, hallo. Hallo. Zeig mir deine... Verkaufen weniger, verkaufen trifft's eher. Nur 20, ey. Was für ein Scheiß. Jetzt haben wir eigentlich alles noch gut gefüllt und so. Müssen eigentlich nicht weiter etwas tun. Jo, passt. Die haben wir auch alle noch zur Genüge. Was haben wir hier noch? Reiseführer. Mal freischalten hier, wa? Mal gucken, die 100er. Da kann man so sein Geld auch aus dem Fenster werfen. Ja, wie gesagt, so geht's eben auch. Wiedersehen. Und jetzt habe ich alle freigeschaltet. Ja, ich glaube, es sind ein paar mehr, ein paar viel mehr sogar. Rücken nach Kehrtolde. Hätten wir auch schon. Schütze dunkel ein bisschen eine Sperrfischküste aus, war. So. Ich bin den Weg zurück und dann... Oh, der Part ist schon vorbei, Freunde. Der Part ist schon vorbei. Ja, im nächsten Part dann mal aufs Schiff rauf vom Kaiser M hier. Dem Arschnation, ey. Das jetzt alles ziemlich machen möchte. Ja, der hat ursprünglich andere Pläne mit ihr. Mit seiner eigenen Tochter, ey. Dachte teilweise auch, nur Alter, ist das ein Schwein. Aber ich will jetzt nicht zu viel verraten, nicht zu viel spoilern. Das dann vielleicht ein anderes Mal. Hilfe. Sag mal, gehen komplett falschen Weg oder was? Natürlich gehen komplett falschen Weg. Meine Fresse, Regen, Schnee. Na gut, Schnee brauche ich jetzt zwar nicht, aber ein bisschen Regen wäre gar nicht mal so schlecht. Und vor allem Abkühlung. Da sind ein paar Wölfe. Weiße Wolfen und so. Ist mir alles scheißegal. Stufe 15, hallo? So, der Punkt ist weg. Nee, nicht wirklich. Und dann, ja, kurz rüber mal gucken, ob wir das irgendwie schaffen, uns auf das Boot des Kaisers zu schleichen. Alter Schwede. Aber geile Schiffe, wa? Die Sirenen alle weg, das sich runtergeholt. Also dann, Freunde, bis zum nächsten Mal hier bei The Witcher 3 Wild Hunt.